Mahlzeit. Hallo. So, hast du dein Handy daheim gelassen heute? Ja, Wenn es mal was Wichtiges zum Erfahren gibt. Heute Nacht haben sie den Geldautomat von der Sparkasse gesprengt. Bei uns daheim im Flecken. ist da was drin gewesen? Das weiß ich nicht. Also im Polizeibericht steht, kurz nach 2, 2 Mann haben das Ding mit Gas in die Luft gejagt und dann sind sie mit Müllbeutel rausgerannt und mit mir fort in Richtung Ilsfeld gefahren. Na, hat sich scheint's gelohnt. Vielleicht sind sie bloß ihre Kittel drin gehabt, weiß man, ihre Maske. Oder nicht? Meinst du, sie haben es Corona-konform gesprengt? Ich weiß Mit es Maske nicht. an. Also früher hat man ja auf jeden Fall eine Maske gebraucht, weil da hat man ja noch Geld Bank überfallen müssen. Ja, ja, in der Kreissparkasse, wo es noch eine richtige Filiale war, da ist schon mal ein Überfall gewesen, das stimmt. Da ist einer nachgegangen und hat, das war irgendwo in der Weihnachtszeit. Da war im Dezember. Ja, so. Der ist nachgegangen und hat sein Weihnachtsgeld, was er von der Firma überwiesen gekriegt hat, abgehoben. Also es ist ein recht großer Betrag gewesen. Und in dem Moment, wo er das Geld gekriegt hat, Steckt gerade in die Tasche rein. ist gerade einer reingekommen, hat dann die Pistole rausgezogen und geschrien, das ist ein Überfall, das ist ein Überfall. Und Die Kassiererin steht ja hinter Panzerglas. ja. Aber verschrocken Ja, aber ist sie. die ist verschrocken und hat trotzdem angefangen, Geld herrichten. Und der Bankräuber, der war relativ nervös und der das Geld abgehoben hat, hat gesagt, ah ja, also der hat dann quasi hin und her mit seiner Pistole auf ihn und auf die Kassiererin gezeigt und hat zu ihm dann gesagt, und ihr Geld auch. Und er hat dann zu ihm gesagt, nee, das ist meins. Und hat sich dann in die Tasche geschoben und ist langsam rückwärts rausgegangen. Dann hat der Bankräuber nicht wirklich gewusst, was er machen soll, hat sich dann aber tatsächlich auf die Kassiererin konzentriert und hat den halt gehen lassen. Und der Kunde ist schnurstracks rumgelaufen, hat der Puls bewahrt. Ich weiß nicht, was der für Tabletten genommen hat. Ist numm in bestimmt Blutdrucksenker. Ist numm in die Bäckerei und hat gesagt, da wird gerade Bank überfallen. Rufen Sie mal bei der Polizei an, da wird gerade Bank überfallen. Und dann hat er gesagt, und der habe ich noch sogar noch sagen müssen, dass ich 110 wählen soll, weil die war total durch den Wind, die hat nicht einmal mehr gewusst, was sie machen soll. Nimmt halt keine Blutdrucksenker. So. Also, mal wieder Sauerei im Rathäusle. Ah, und wie. So eine Sauerei. Ja, Auge offen halten. Je dunkler die Jahreszeit, umso öfter kommt sowas vor. aufpassen. Ja. Tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.